Ein weiteren Höhepunkt von der Dezember-Plenarwoche zu Straßburg als der Wort an zweiter Lesung über die berühmte Chemikalien-Richtlinie bekannt unter der Aufkürzung REACH. Das steht für Registrierung, Evaluierung, Autorisierung und Restriktionen von chemischen Substanzen. No, über 7 Jahre Diskussionen soll das Richtlinien, die 27 Regelungen, die in dem Bereich an den nationalen Staaten von der EU ersetzen, da das als solche Fortschritt für den Binnenmarkt. Aber das Direktiv hat aber über 1000 Seiten und es sollen nach so gesagt 10.000 Seiten Definitionen, Aufwendungsregeln dabei kommen. Da das tatsächliche bürokratische Monster, was besonders Firmen monieren, und mit dem kleine Mittelbetriebe riskieren, nicht eins zu gehen. Mehr, was sie sich, wenn sie am Export, am Import sind, mit 27 nationale Regeln müssen auseinandersetzen, dann ist das auch nicht einfach. Weil ich mit einem Kompromiss d'accord bin, ob den sich finalement eine Delegation vom Parlament mit dem Ministerrat geeinigt hat, von allem für eine Drittlesung von diesem Monstrum zu verhindern, wo man nicht weiß, was rauskäme, ging ich natürlich noch weiter von denen Gringe geschläft. Ich gebe dem Gesundheits- und Umweltschutz nicht genug Rechnung drohen. Ich hätte der Chemieindustrie zu viel nur gelauscht. Die Chemieindustrie aber, die jemand erwarnte Lob von Delokalisationen von anderen Ländern, besonders die Großgruppen, die dann gingen außerhalb von Europa operieren, weil sie das zu Lützeburg und an Europa nicht mehr könnten herstellen. An die Kleinbetriebe, die oft so eine Nischen Politik der Produktion haben, zum Beispiel für Beschichtung von Textilien, die so mehr, sie gingen wahrscheinlich nicht damit über die Runde kommen. Wenn wir dann gingen den Extremisten lauschen, denen Datei noch nicht weit genug geht, was hätten wir da geschafft? Wir hätten Arbeitsplätze kaputt gemacht, ohne dem Gesundheitsschutz mehr zu dingen, weil wenn die produzieren, wie zum Beispiel Pneuen, bei Eis nicht dürfen hergestellt gehen, an den Pneuen sind anscheinend 130 verschiedene chemische Substanzen, aber wenn der davon nicht mehr dürfte bei Eis verschafft gehen, ja, was machen wir dann? Dann importieren wir das. Dann importieren wir das aus Drittländern, wo erlaubt ist, aber wir können überhaupt nicht mehr kontrollieren, was dann an denen Produkten ist, die so sophistikiert an ihrer Herstellung sind. Dafür meine ich, müssen wir ein bisschen mit Verstand operieren, und ich hoffe, dass wir eine Majorität fanden für den Verstand, und ich hoffe, dass auch als Industrie, besonders zu Lützeburg, Dupont de Nemours, Goodyear und Arcelor, damit können leben, und dass wir sie an damit Arbeitsplätze bei uns behalten.